SRF bei den Leuten mit «Aus der Region für die Region». Das Mikrolabel für regionale Produkte. Psst. La 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 la. 7 Landfrauen aus der ganzen Schweiz haben 7-mal füreinander gekocht und sich gegenseitig bewertet. Heute kommt es aus, wer das allerbeste Herbstmenü hat aufgetischt. Das ist SRF bei den Leuten, Landfrauenküche. Das Jahr gibt es zwischen Weihnachtsabend und Silvesternacht noch einen 4 Tage mehr, nämlich das grosse Finale der Landfrauenküche. Guten Abend miteinander. Was für ein wunderbarer Applaus hier im Saarland, im oberen Tröstsaal und auch unser musikalischer Empfang von unserer Hüttenband mit dem Severin Sutter am Cello, Dani Häusler am Sopransaxophon und der Veronika Havlitsch am Piano. Kurz vor dem Jahresende küren wir heute die Landfrau, die das Beste von Hof und Boden auf den Tisch gezaubert hat. Und all die Anwärterinnen auf das prestigeträchtige Amt, die holen wir jetzt zu uns mit einem riesen Applaus. Das sind unsere 7 Landfrauen. Aus Altnau, am Kanton Thurgau, Conny Berger. Guten Abend miteinander. Was für ein wunderschönes Bild, dass wir euch 7 wieder so schön vereint zusammen haben und so wunderbar rausgeputzt. Franzi, sag mal, wo bist du aufgeregter gewesen, vor dem grossen Finale jetzt oder wo die Landfrauen zu dir essen? Eindeutig vor dem grossen Finale jetzt, ja. Also, man darf natürlich auch ein bisschen aufgeregt sein, das bin ich auch. Es geht um den prestigeträchtigen Titel von der Landfrau 2023. Und wenn ihr daheim heute Abend auch zu den Gewinnerinnen oder zu den Gewinner hören, dann macht mit bei unserem Wettbewerb. Packt eure Chancen. Jetzt beim Wettbewerb von der Landfrauenküche mitmachen und Preise im Gesamtwert von 10'000 Franken gewinnen. Einfach anrufen auf 0901 544 911 für 1,20 Franken oder gratis mit dem Handy im Internet. Unter allen Teilnahmen verlosen wir 10 Migros-Geschenkkarten im Wert von je 1'000 Franken. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr am Schluss der Sendung. Viel Glück! Infos und Gewinner auf srf.ch. Das grosse Finale der Landfrauenküche ist nicht nur das Highlight dieser 17. Ausgabe, sondern natürlich auch der Abschluss von eurer gemeinsamen Zeit. Rahel, du bist ja eigentlich gewöhnt, für einen Haufen Leute zu kochen. Ist das überhaupt noch eine Herausforderung gewesen, das Landfrauenessen? Ja, natürlich war es eine Herausforderung, weil ja, wir kochen ganz einfach oder viel anders für daheim für viele Leute. Da gibt es eine Schüssel oder einen Topf auf den Tisch und jeder nimmt das, was er mag und was er gerne hat. Und das ist natürlich von dem her schon eine Herausforderung gewesen. Was uns aufgefallen ist beim Besuch auf eurem Landwirtschaftsbetrieb, ist eigentlich gleich, ob du aus der Küche kommst oder im Stall bist. Wenn die Kamera läuft, dann blühst du auf. Wir schauen noch einmal zurück auf deine Zeit. In Wädiswil im Kanton Zürich ist Rahel Baume daheim. Sie ist selber auf einem Bauernhof aufgewachsen und wohnt jetzt auf dem Hof von ihrem Mann. Sie leben von der Milchwirtschaft. Ich bin gerne draußen und so zum Haushalt und viel drin sein, mache ich das eigentlich noch gerne. Drinnen ist sie viel am Haushalten, Backen und Kochen. Am Mittag gerade für eine Schwette Leute. Ihr Mann, der Wedi, ihre beiden Kinder, ein Angestellter und die Schwiegereltern. Rahel und Wedi sind schon seit 13 Jahren geheiratet, aber etwas wurmt Rahel noch immer ein bisschen. Ich bin vielleicht ein bisschen eine Rampensau und ich glaube gerne so einen vor vielen Leuten grossen, schmachtvollen Antrag haben.
Ja, und dann kam alles anders. Ich war in der Garage. Ich weiss auch nicht mehr, unter einem Auto unten. Ja, denke ich noch. Und dann kommst du in die Garage rein und sagst, du, wenn wir das Jahr noch heiraten wollen, sollten wir dann langsam anfangen zu organisieren. Und dann habe ich gesagt, ja, dann fang du mal an. Ihre Haselnussdeko fürs Landfrauenessen kommt nicht von ungefähr. Haselnüsse ziehen sich durch das ganze Menü. Zur Vorspeise gibt es eine Roulade mit Randencarpaccio und Haselnussstückchen. Danke vielmals. Es sind Gürkchen. Ja. Roulade mit Mehl, Ei. Ja. Dann gibt es ein Schweinsfilet mit Speck an einer Curryrahmsauce, Rüebli und Haselnussspätzli. Danke. Gut miteinander. Die Soße war auch gut und die hat auch gut zu den Spätzchen zusammengepasst. Schön. Und zum Dessert ein Zwetschgen-Tiramisu, ein Schoki-Gugelhöpfli und Panna Cotta mit karamellisierten Haselnüssen. Mascarpone pur. Ja, pur, ja. Was für ein pur? Die Aurelia Nauer war als Kind schon mal in einer Landfrauenküchensendung dabei, wo ihre Mutter als Landfrau mitgekocht hat. Grüezi miteinander und ein herzliches Willkommen bei uns im Appenzellerland. Wir tun euch heute Abend ein bisschen verwinnen. Da ist Aurelia und ich bin Erika. Jetzt solltet ihr uns kennen. Geniessen den Abend. Unterdessen hat sie einen eigenen Hof zu Grub im Appenzellerland. Den führt sie zusammen mit ihrem Mann Dominik und seinen Eltern. Auch immer dabei ist ihr Sohn, der Kilian. Dass sie einmal bauen wie ihre Eltern, war für sie eigentlich immer klar. Mit dem Dominik ist auch der Hof gekommen. Ein doppeltes Glück also, dass sie ihn vor 7 Jahren im Ausgang gelernt kennen, auch wenn sie offenbar ganz unterschiedlich sind. Mir gefällt ihm, dass er so ruhig ist, weil ich glaube, ich bin ein bisschen in seinem Gegensatz. Ja, ein Stück weit schon, ja. Mama. Ja, finde ich auch. Gleicht sich ein bisschen aus, dann, ja. Ja. Fürs Landfrauenessen gibt es als Vorspeise Südwursträdli im Bierteig und einen Salat aus dem Garten. Ein guten Miteinander. Nachher ein gefülltes Kalbskotelett, ein Herdöpfelgratin und Saisongemüse. Super fein. Sehr zart, ja. Die Füllung war sehr fein vom Fleisch, mit dem Fleisch zusammen. Und das Fleisch hatte eine wahnsinnig gute Marinade aus Senf und Honig. Zum Dessert ein Früchtegratin mit sauber gemachter Joghurtglasse. Warm und kalt. Ja, Aurelia, du bist mit 30 Jahren die Jüngste hier in der Runde und hast trotzdem von ganz viel Erfahrung können zehren, nämlich dank deiner Mami, die 2008 ja schon bei der Landfrauenküche mitgemacht hat. Hat es dir wirklich etwas gebracht? Hat sie dir ein bisschen Tipps mit auf den Weg gegeben? Also dort mal bin ich natürlich schon noch viel jünger gesehen und eigentlich halt hier auch nicht daheim, halt in der Schule und ja, wir haben es einfach am Rand mitbekommen, wahnsinnig viel genützt hat es mir nicht. Aber hat sie dir noch so einen guten Tipp mit auf den Weg geben? Ja, einfach, ich soll es geniessen und Freude so miteinander haben. Ja. Also, frag mir doch schnell nach. Deine Mama ist nämlich da. Genau. Die Agnes sitzt da hinter mir. Agnes, sag mal, stolze Mami nehme ich an. Wie Ja, hat sie sicher. es gemacht, Aurelia? Ja, sehr gut. Ja, ich bin stolz und eine richtige Freude. Sind auch selber ein bisschen Erinnerungen bei dir aufgekommen? Ja, Deine sehr. Zeit? Ja, ist jetzt 15 sehr. Jahre her. Da würde ich nicht missen. Eine Ja. einmalige Ja, Erfahrung. sehr. Also. Ja. Und die ganze Familie ist ja ein bisschen infiziert mit dem Landfrauenküche-Virus. Die Töchter haben auch mitgeholfen. Gabriela vor allem. Die hat ja im Service dann auch übernommen, wo der Dominik gestreikt hat. Und zum Service kommen wir jetzt. Wir küren nämlich auch dieses Jahr wieder den Service Superstar unter euch. Das heisst, sehr verehrte Landfrauen, dass ihr jetzt abstimmt, wer das eurer Meinung nach am besten serviert hat, am elegantesten, am wenigsten Fauxpas gemacht und wem ihr jetzt das grösste Trinkgeld würdet geben. Ihr habt das Abstimmungsmaterial schon vor euch, Zettel und Schreiber, und ihr könnt bitte den Namen ankreuzeln, der euer Favorit ist, eure Favoritin ist. Einfach eine Bedingung: bei aller Liebe, den eigenen Mann dürft ihr nicht wählen. Und die eigene kleine Schwester auch nicht. Also, eine kleine Entscheidungshilfe haben wir jetzt hier für euch. Da sehen wir noch einmal, wie das bei eurem Landfrauenessen so ganz genau zu und hergegangen ist in Sachen Service.
Ich muss das Fleisch gegen mich haben, dass ich nachher einen Teller wegnehmen. Der Rolli, der Mann von der Conny, managt den Service fast schon professionell. Er ist selbstbewusst, er hat das schon machen in der Lehre mal wie als Koch. Sie haben da immer wieder mal getauscht, dass auch die von der Küche mal im Service waren und umgekehrt. Da ist ein Profi am Werk. Wer Man sieht dann, wie viel Profi. Der Rolli ist ein guter CV-Boy, den würde ich bei mir auch einstellen. Aurelia überlässt den Service komplett Gabriela, ihrer Schwester. Ihr Mann, der Dominik, weigert sich, die Aufgabe zu übernehmen. Ja, und ich denke, man sollte sich auch nicht verstellen, weil wenn ich das mache, würde ich mich verstellen. Ja, also habe ich das Gefühl, ja, das ist jetzt gerne nicht meine Rolle, das servieren. Ich finde es nicht schlimm. Und sie hat ja eine super Lösung gefunden. Mag jeder ein Gläschen Wein? Gabriela hat mit einem jugendlichen Charme serviert, sie hat das ganz herzig gemacht. Ich mache das zum ersten Mal. Larissa hat mir gesagt, ich soll mit dem Tüchlein gut schauen. Bestens instruiert packt Rico die Aufgabe an. Er hat ein gutes Maul, er ist schlagfertig. Also ich denke, die Landfrauen schaukeln er. Vor allem beim Brot. Das ist einfach da putzen, nimmst das in die Hand, putzt den Wein, das ist beim nächsten. Am Anfang war der Rico vielleicht ein bisschen aufgeregt. Sophie kam ein bisschen so leichtes Zittern. Aber nein, er hat das gut gemacht. Das Herzchen rutschend. Ja. Da bin ich geschwind um die Kurve. Bist du schnell um die Kurve? Ja. Alles kein Problem. Kommt man kein Herzchen mehr zum Servieren? Nein. Gut, ja, nur wegen dem Abrutschen nachher. Zum Wohl. Zum Wohl. Hey, cool gewesen? Mit einer grossen Portion Gelassenheit kümmert sich der Albert, der Mann von der Agnes, ums Wohl der Landfrau. Danke vielmals. Danke, ich wünsche euch einen guten zusammen. Ich habe schon gemerkt, dass sie gäbige Frauen. Das Schlimme ist, wenn sie es filmen, wenn ich einen Fehler mache. Aber das... Der Albert hat es heute Abend super gemacht. Mit viel Charme. Er hat uns auch gut bedient. Der Leandre, der Mann von der Johanna, will sich und den Landfrauen etwas beweisen. Ja, ich denke, in 2 Mal. 2 mal 3. Die Johanna hat gesagt, das ist ja besser mit 2, aber ich gehe gerne auf Risiko. Ich kenne meinen Mann mittlerweile seit ein paar Jahren und also er weiß schon, was er sich zutrauen kann. Ja, er hat wirklich eine relativ lange Strecke gehabt, mit Stegen und Türen. Und also ich würde sagen, Hut ab, das war am meisten geleistet. Oh, 3 Teller, du hast ja nicht mehr nichts. Ja, du kommst. Wenn man es kann, wenn man es kann. Er macht eigentlich immer alles gut. Er muss auch ein bisschen jämmerle vorher. Das sind ein bisschen Angurken. Und das muss jetzt heil dort rauf. Erfahrung mit Servieren habe ich eigentlich nicht viel. Vielleicht mal am Musikverein, am Jahreskonzert Essen vertragen, aber sonst. Und trotzdem sieht es auch beim Wedi, einem Mann von der Rahel, aus, wie wenn er ab und zu im Service arbeiten würde. Top. Wunderbar. Der Mann von der Franzi legt aber noch einen oben drauf. Ja, das ist halt in meiner Natur. Es muss gleich etwas gehen. Etwas, was sonst niemand macht, das musst du machen. Dann bist du gut. Ich war 13 Jahre aktiv im Wrestling. Das ist ein Showkampfsport. Die grosse Show ist also beim Fabian auch im Service inbegriffen. Ja, weißt du, das ist komisch. Komische Zeug. Oh, verrückt. Ja, irgendetwas kommt rein. Oh, bravo! Ach, so geht das. Nicht lackieren, gell? Ui, ui, ui. Der Techo ist mit einem Wow-Effekt. So. Es ist angekommen. Ah, bravo! Ja, kann man glaub, fast nicht toppen. Ja, die Herren haben sich ins Zeug gelegt mit Händchen, mit Nebelmaschinen und mit Traktor und Frontschaufeln ist es da zur Sache gegangen. Fabio, gibt es das bei dir ab und zu mal, so Show-Einlagen, wenn man bei euch zum Nacht eingeladen ist? Wir schauen schon gerne ein bisschen für Unterhaltung, ja, das ist ja so. Wie lange hast du geübt für den Gag? Ja, Wochen, Monate lang. Nein, ehrlich gesagt, erst an diesem Tag haben wir angefangen. Mit... Ist das spontan? Ja, es ist, also gewusst haben wir schon lange, aber wir sind dann, relativ zackig drauf los noch am Schluss. Also. Albert, dir habe ich immer das Gefühl, dir bringt nichts so einfach aus der Ruhe. Wie war es beim Servieren?
Ja, das war nur äußerlich. Innerlich bin ich schon ein bisschen angespannt, ob ich das wirklich richtig mache. Aha, sehr gut. Und jetzt wollen wir schauen, wer von euch der Service-Superstar wird. Und das Geräusch hier, das kennt ihr wahrscheinlich. Die Würfel sind gefallen, die Wahl ist getroffen und Stimmzettel werden eingesammelt. Und dann wird es hinter den Kulissen ausgewertet, wer unser Service-Superstar 2023 wird. Und wenn neben Ruhm und Ehre natürlich auch noch ein Reisegutschein im Wert von 500 Franken winkt, den er in der ganzen Schweiz für Bus, Schiff, Tram und in jedem Hotel einlösen kann. So, und jetzt machen wir auch eine kleine Tour de Suisse. Und zwar vom bernischen Kallnach bis ins Baselbiet und ins bündnerische Serneus zu der Larissa Jägen. Larissa, du hast dich ja nicht selber angemeldet, sondern eine Kollegin hat es für dich gemacht. Genau, so ist es. Warum hast du dich nicht getraut? Ja, ich habe gefunden, ich melde mich da nicht so selber an, weil es sieht dann so aus, als hätte ich eine riesige Meinung von mir selber. Du bist aber jetzt im Nachhinein froh darum. Geliebäugelt habe ich schon immer ein bisschen mit dieser Sendung, aber ich bin ihr dankbar, dass sie das gemacht hat. Ja. Sehr gut. Und wenn man bei euch auf dem Hof ist, dann hat man ja zwischendurch das Gefühl, man sei in den südamerikanischen Anden, bei diesen speziellen Hoftieren. Und, was wir herausgefunden haben, die sind eben telegen. Wir schauen zurück. Die eher exotischen Hoftiere leben in Serneus im Bündnerland auf dem Hof der Larissa Jägen. Die etwa 50 Lama sind ihre Haupteinnahmequelle. Mit ihnen machen Jägens Trekkings, verkaufen Sachen aus der Wolle und auch das Fleisch. Der Rico ist ihr Mann. Und das sind ihre 3 Kinder. Also das Lamafleisch gehört einfach zu uns und die Kinder wissen das auch, dass mal ein Tier geht und dass wir das auch essen. Im Sommer tun sie wild heuen. Auch das für die Lama, dass sie auch im Winter zu essen haben. Larissa kommt ursprünglich aus dem Kanton Uri. Für ihre grosse Liebe hat sie sich aber entschieden, den Stier gegen Steinbock im Wappen einzutauschen. Ja, sie ist mal hierher gekommen, zu mir gesehen, wie das läuft und hat gesagt, Moli, ich glaube, mit dem könnte es vielleicht gehen. Und bis jetzt sind wir 10 Jahre geheiratet und es tut einmal an 3 Kinder und was wird noch mehr? Wir sind viel daheim, wir müssen nicht überall sein. Einfach, wenn wir in unseren eigenen 4 Wänden sind, im Garten mit den Kindern, sind wir schon zufrieden. Alpziger kommt in die Suppe für die Vorspeise vom Landfrauenessen. 1, 2, 3. Merci. Danke. Gut ja. Fein. Für mich ganz etwas Neues mit dem Ziegentin, aber sehr fein gewesen, ja. Zum Hauptgang gibt es natürlich ein Lama-Entrecote. Das ist ein Kribbeln im Bauch, aber es kommt gut. Hat keine Angst. Mit eigenen Bratherdöpfen und Krautstillen mit Niedeln. Also da bin ich jetzt schon neugierig, wie das schmeckt. Es ist schon ein Unterschied, ob jetzt, habe ich das Gefühl, mit Rind und Lama ist auch schon ein festsporiges Fleisch, aber es war wunderbar gewesen, wirklich, ich habe es noch nie gegessen. Und zum Dessert ein Dreierlei von Heidelbeere. Ja, ich kann es auch nicht sagen, ob es im Rahmen schon Die Teile um sich nicht, ist nicht so homogen. Das ist geil. So. Was haben Sie gemeint? Danke schön und eine liebe große Küche. Die Franzi Mori ist zu Kallnach im Kanton Bern früh auf. Seit dem 2 steht die gelehrte Konditorin, Konfiseurin in der Küche und backt Zöpfe auf Bestellung. Mit ihrem Mann, Fabian, hat sie 3 Kinder. Zusammen führen sie den Birkenhof und haben 50 bis 60 Mutterkühe und Rind. Also ich bin der Ruhepol und Franzi ist die energiegeladene. Ich kann auch sagen, die aufregende. Ja, genau. Zum Start gibt es bei ihrem Landfrauenessen Kallnacher Linsen mit eigenem Rind und Wintergemüse. Zum Hauptgang nochmal eigenes Fleisch. Ein Rindsfilet mit einem Herdöpfellatte und Seelendengemüse. Es gibt ein bisschen rot Sellerie. Das Fleisch ist schön zart. Der Herdöpfellatte war fein. Unten hat es recht stark nach Rande geschmeckt. Ich habe das noch gern. Und zum Abschluss eine ganze Schiffertafel voll mit süßen Überraschungen. Da rein. So. Danke schön. Voilà. Das Himbeer ist fein. Ja. Mhm.
Super. Sauber, hä? 18'000 Hühner leben auf dem Hof von der Agnes Hügli. So gross in die Eierproduktion einzusteigen, war die Idee von ihrem jüngsten Sohn, Florian. Er übernimmt den Hof zu Breislach im Kanton Basel auch schon gleich. 2 bis 3 Mal in der Woche kommen Schulklassen auf den Hof. Und Agnes lässt die Kinder dort mit anpacken, was gerade etwas zu tun gibt. Jetzt gerade ist Kürbisernte. Hi. Hi. Anja ist die jüngste von 5 Kindern, die Agnes zusammen mit ihrem Mann Albert hat. Anja ist 23 und arbeitet in einer Pizzeria in Basel. Gesundheit. Agnes hat ja Anja so weit gebracht, dass sie selbstständig ist. Und das hilft Anja heute. Oder? Also wenn du denkst, also die geht von uns daheim allein hierher auf Basel. Oder? Und das ist ihm Agnes zu verdanken, dass sie Anja so selbstständig gemacht hat. Anja ist auch die Kochhilfe fürs Landfrauenessen. Agnes, ihre Vorspeise kommt mit einem Ei vom Hof, aber das Ei ist etwas ganz Spezielles. Eiweiß ist noch relativ so klein und das Eigelb ist schön kompakt. Eine ganze Stunde lang hat es gegart. Kern Otto mit Bonsenei, hä? So etwas völlig nicht erwartet. Ja. Und etwas noch nie gegessen. Ja. Extrem würzig, hä? Zum Hauptgang gibt es eigene Kürbis und Fleisch vom Hof. Ein Rindsflanksteak mit einer Randensauce und Pomme Anja. Oh, Kürbis! Das war prima. Ich habe gerne, wenn das Fleisch nicht dürr ist, wenn es so ein bisschen saftig und ein bisschen rot rein ist, habe ich gerne. Schokokuchen, ein Meringue-Herz mit einer Eier Kirschglasse und Zwetschgen. Das ist der Abschluss von diesem Abend. Gut, hast du geholfen. Was für eine schöne, innige Umarmung da am Schluss, wo wir gerade gesehen haben, Agnes mit der Anja. Was war das für ein Moment, wo ihr euch das in die Arme gelegen? Ja, also, schon so ein bisschen emotional halt. Ich finde es so schön, dass ich das mit Anja machen konnte. Und eine riesige Freude hatte, ja. Und Sie kochen das sonst auch zusammen? Ja, wenn sie daheim ist, kochen wir zusammen. Sie ist natürlich nicht immer daheim, gell? Aber wenn, dann, dann tun wir schon. Nein, das macht sie sehr gerne und sehr gut. Ja. Ja, das haben wir ja jetzt gesehen. Fragen wir doch schnell bei der Anja nach. Die Anja sitzt nämlich hier hinten. Anja, hallo, schön bist du bei uns. Du, wie war das für dich, mit der Mami zu kochen? Bist du ganz gerührt? Das bedeutet dir ganz viel. Ich habe Freude und wenn die damit mit gut Lucy super gemacht hat, bin ich mega stolz. Eine schöne Zeit, oder? Und ich mir selber super gesehen und ich bin einfach nachvollziehen und Mami mit dir sehr glücklich gesehen. Jetzt wollen wir schauen, wie es hier weitergeht. Merci vielmals, Anja. Schön, bist du bei uns. Bitte. Anja, also ganz gerührt und stolz, dass sie ihrer Mami da helfen konnte. Franzi, deine Kinder sind noch ein bisschen kleiner, aber helfen die auch schon ein bisschen mit bei dir in der Küche? Ja, die helfen sehr gerne mit. Die sind immer voll gerne dabei. Mama. Dürfen Sie heute Abend das Finale schauen? Ja, die sind gespannt daheim am Zuschauen. Ja. Natürlich am Daumen drücken. Ja, willst du noch schnell einen guten Nachtkuss schicken? Vielleicht hier in diese Kamera. Ja, schlafen sie gut und pausen gut. Geht brav ins Bett. Dicken Kuss. Tschüss zusammen. Sehr schön. Sag mal, 3 Kinder hat der Landwirtschaftsbetrieb und zwischen stehst du Nacht um 2 schon in der Backstube, backst 30 bis 40 Zöpfe auf Bestellung. Ist das nicht ein bisschen viel gewesen, jetzt noch mit der Landfrauenküche? Ich hatte gute Unterstützung und es haben es manchmal mehr gespürt. Vielleicht mein Mann hat manchmal breitere Schultern müssen haben. Aber auf die Unterstützung von modernen Küchengeräten verzichtest du weitgehend in deiner Küche. Warum? Weil ich halt noch eine gut bürgerliche Küche habe und die geht tiptop. Und wie man hat gesehen, ob jetzt alt oder neu, es kommt nicht darauf an, was für eine Küche man hat, sondern dass man sich ein bisschen Mühe gibt und viel Liebe drin ist. Dann kann man auch in einer 50-jährigen Küche etwas Feines zaubern.
Sehr schön, das hast du uns natürlich bewiesen. Jetzt gehen wir auf den Hof von Zbergers. Conny, ihr habt ja das, was sich ein Haufen Villenbesitzerinnen und Villenbesitzer wünschen, nämlich einen direkten Seeanstoss. Und auch sonst ist euer Landwirtschaftsbetrieb kein typischer. Die schöne Aussicht zu Altnau am Bodensee teilt Conny Berger gern. Darum führt sie auch noch einen Campingplatz, vermietet Ferienzimmer und hat einen Massenschlag für ganze Schulklassen oder Vereine. Beim Agrotourismus ist schon auch Herzblut dabei. Das mache ich wirklich auch gerne. Das ist auch ein bisschen der Grund, dass ich sage, ich gehe nicht auswärts arbeiten, sondern ich bleibe hier auf dem Hof. Sie hat 2 Buben zusammen mit dem Rolli, ihrem Mann. Mit ihm zusammen schaut sie dann etwa 16 Mutterkühe und denen ihren Rinder. Ein Bauer hat sie aber eigentlich wirklich nie wollen. Ich habe mich auf den Bauer eingelassen, schlussendlich, weil ich mich in einen Menschen verliebt habe und nicht im Beruf, den er hat. Und wie es sich im Kanton Thurgau gehört, startet Conny das Essen für die Landfrauen mit einem Apfel. Besser gesagt mit einer Apfelsalatsauce. Farbig. Ganz eine gute Idee. Ja, mit Äpfeln. Ne? Wegen der Johanna haben sich die anderen Landfrauen eine vegetarische Variante überlegen. Die Conny hat ein Kohlräbli Cordon Bleu gebastelt. Schiefgehen könnte vor allem, dass es ein Kohlräbli reisst und dass ich nicht überall schön verteilt Käse bringe. Alle anderen haben geschnetzelt mit einer beschwipsten Sauce, Knöpfchen und Gemüse mit ein paar karamellisierten Äpfelstückchen bekommen. Das Gemüse ist cool angerichtet. Die Zugetti mit den gefüllten Rüebli sind wunderbar dahergekommen. Und was gibt es zum Dessert? Genau, wieder Äpfel. Das mal als Kuchen und mit einem Zimtparfait. Das Thema Äpfel hat sich wirklich vom ersten Gang bis zum letzten Gang total durchgezogen und war sehr fein. Am Mortensee zu Motier im Kanton Fribourg lebt Johanna Guillot. Nach 16 Jahren Beziehung sagt sie heute Ja zu ihrem Mann, Leandre. Wir haben wirklich auch die gleiche Idee bei der Erziehung von den Kindern. Wir ziehen, also bei vielen Sachen ziehen wir am gleichen Strang. 3 Buben haben sie miteinander. Johanna Hofer, wollt ihr mit dem Leandre Guillot die Ehe eingehen? Ja. Unter eure gegenseitige Zustimmung ist die Ehe offiziell geschlossen. Reis soll ihnen nicht nur für die Beziehung Glück bringen, nein, Reis soll für sie auch ein Geldsegen werden. Das ist nämlich den beiden ihre neueste Idee, Reis anbauen in der Schweiz. Johanna macht zum Landfrauenznacht, wie könnte es so anders sein, eigenen Reis. Zur Vorspeise gibt es sogar gerade ein Reisdrüerlein. Das stimmt. Das Arancini ist ja mega fein. Es war Fan. Ich konnte nicht sagen, es war nicht so meins. Ich habe einfach genug Reis bekommen. Dabei war das erst der Anfang. Zum Eglifilet gibt es nämlich ein Kürbisrisotto. Danke vielmals. Nehmen wir mal den Fisch. Geschmacklich wunderbar. Mit Buchtdruck super rausgespürt im Egli. Ja, tipptopp. Und auch zum Dessert nochmal Reis. Ein Milchreistörtchen auf Zwetschgenpüree und ein Kürbispüree mit einem Ingwer-Verjus-Sorbet. Danke. Dass in allen 3 Gängen Reis hatte, hat mich auch gar nicht gestört. Und ich schon jedes Mal mit einer anderen Soße oder mit einer anderen Geschmacksrichtung reingekommen. Alles Gute zur Hochzeit! Oh, merci! Johanna, das war eine turbulente Zeit, die du hast. Landfrau, Kochiteilnahme und noch heiraten. Vor welchem Ereignis bist du aufgeregter gewesen? Ja, also es war jetzt ein wunderschöner Gedanke, einfach bei beiden mitmachen zu können. Und ja, ich war bei beiden aufgeregt, aber es war jetzt mal eine schöne Aufregung und ja, ich bin froh, dass ich beides erlebt habe. Mhm. Und wir durften ein bisschen teilhaben und vor allem auch ganz viel teilhaben von deinem Reis. Mit Reis hast du versucht, die Landfrauen zu bezirzen. Was meinst du, ist dir das gelungen?
Ja, ich denke, es war sicher für einige vielleicht ein bisschen viel Reis auf einmal. Aber mir ist wirklich am Herzen gelegen, einfach die Vielfalt die Verwendungsvielfalt vom Reis aufzeigen zu kennen. Und das war mir wirklich wichtig. Ja. Agnes, am nächsten Tag hat es kein Reis bei euch. Nein. Sorry. Aber nein. Nicht nur... Also, der Albert hat nicht gerne Reis. Und dann gibt es nicht so viel Reis daheim. Ja, der ist natürlich ein bisschen gegeben. Conny, wie ist es dir gegangen eigentlich beim vegetarischen Gang, den du dir hast überlegt für Johanna? Es war halt schon etwas, was ich vorher noch gar nicht gemacht habe. Und dort ich knübelte und so. Und dann habe ich nicht so viel Geduld, aber es hat geklappt. Ihr habt es alle auch wahnsinnig gut gemacht. Perfekt serviert, das war alles auf den Punkt. Aber natürlich ein Hafenkäse. Weil es hat natürlich ganz viel Holperer und Versprecher gegeben, so wie bei mir jetzt gerade. Und die hoffen sie jetzt wahrscheinlich, dass wir die einfach stillschweigend rausgeschnitten haben. Das ist natürlich schon so, aber nur, dass wir sie hier im Finale schön gesammelt ausstrahlen können. Wir wollen ja auch etwas zu lachen haben, oder? Es läuft. Irgendwo ist ein Schnittlauch abhanden gekommen. Schalalala. Nochmal von vorne, weil als erstes muss ich die Käsekugeln machen. Cut. Das ist am Lernen sind Job, oder? Nö. Das ist halt so sehr spannend. Ja, Entschuldigung. Ich muss auch ein bisschen ausholen. Du kennst mich. Und es ist so schlimm, bei Mut ist es auch so schlimm und ich mache es auch. Ich sage nichts. Ja, mir hat der Himbeermus ganz gut gefunden. Oder, Der Bernitz. Moment. Mir hat der Himbeermus... Mir hat der Himbeermus ganz gut gefallen. Aronia-Sirup hat es gegeben. Weißt du was? Willst du jetzt... Ich habe eine Idee. Wenn wir jetzt noch spielen... Lass schnell, wie jetzt Mami sagt... Wenn jetzt Mami sagt, geh spielen, dann kannst du nachher Tablet schauen. Ist gut. Aber du bist jetzt ein Liebe, du sagst, ja, ich gehe spielen. Ja. Gut, du sagst, ja, Mami, geh spielen. Ist gut. Geh Tablet schauen. Und dann darf ich... Du musst Liedchen singen. Mach was du willst. Ich denke, es passt voll. Also, es ist einfach... nicht einfach schön. Ganz einfach, du da. Weißt du, das habe ich mir jetzt gut überlegt. Wenn wir Röblichkraut drin da steht nicht Schnittlauch. Und wir können es auch ohne wie lustig haben. Also, Das ist ja so. Das muss jetzt lange. Das muss jetzt lange. Es langt. Man sieht den BH. Ja, da muss er sein, der Schnick ist, weißt du? Ich kann den nicht verstecken, das ist keine Kölben aus. Rausschneiden. Ein kurzes Sätzchen zu diesem Herdöpfelgratin. Entschuldigung. Kannst du den linken Kragen noch ein bisschen runterdrücken? Ja. Gut. Die müssen eben so aufstehen. Ja, das ist schon gut. Sie sind eben ungleich aufgestanden. Aurelia Herdöpfelgratin ist... Der andere auch. Der Herdöpfelgratin... Nur nicht so. Wir sind jetzt einfach ein bisschen verschudert am späten Abend. Nimm die zusammen. Es ist gar nicht so einfach. Das gibt jetzt so eine Szene, wo sie irgendwann zeigen, dass Schnappschuss oder Pech, Pleite, Pech und Panne, oder wie das heißt. Zack, zack. Hä? Zack, bang, Mering. Gut.
Rahel, und er ist der Kragen geplatzt. Ja. Heute haben wir das Problem nicht. Ja, sie hat mir den Bildschirm und dann habe ich eben dort probiert, dort zu richten, was eigentlich kläglich ist. Und nicht, hast du gedacht, etwas Pflegeleichtes. Ja, genau. Lieber auf Nummer sicher. Genau. Ja, und jetzt zack, bang, mereng, wie Rahel Albe so schön sagt. Wir kommen zum ersten Sieger oder zur ersten Siegerin vom heutigen Abend. Wir verkünden jetzt nämlich der Service Superstar 2023. Vorher muss ich aber noch die Sitzordnung ändern. Und zwar, Gabriela, nehme ich dich mit. Du kannst natürlich über an unseren Tisch und kannst mit Dominik Platz tauschen. Dominik, du kommst ja hier leider nicht in die Grenze, gell? Wenn man nicht serviert, wird man auch nicht Service Superstar natürlich. Ganz einfach. Also, jetzt haben wir unsere Anwärterin und die Anwärter beieinander für den Titel vom Service Superstar 2023. Und hier drinnen steht es. Der Service Superstar 2023 ist der Wadi. Du bekommst das Unikat, das Tablet von der Landfrau Küche 2023 als Service Superstar und natürlich der Gutschein von 500 Franken. Den kannst du einsetzen in der ganzen Schweiz, mit der ganzen Familie, Hotel, Schiff, Busbahn, Zug. Du hast dich ja nicht so darum Tage als erstes zum Servieren, aber anscheinend hast du das eben gut gemacht. Ja, also bis ein Tag, 2 vorher habe ich noch nicht gewusst, habe ich noch nicht gesagt, ich denke. Aha. Aber nachher, ja, es ist gut gegangen und ich habe meiner Frau das zu lieb machen. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich es nicht gemacht hätte, wäre ich mir jetzt grauen. Wir gratulieren. Wadi, unser Service Superstar. Ja, wenn Sie auch gerne mitjubeln, dann machen das. Unsere Leitungen sind offen. Leute da auf 0901 544 911 für 1,20 pro Minute oder gratis mit dem Handy im Internet. Ob ihr gewonnen habt, das erfahrt ihr am Schluss der Sendung. Ja, sie ist letztes Jahr hier im Finale gestanden und hat bibbert, ob es reicht, für einen Titel vor Landfrau zu holen. Und es hat ihr gelangt. Wir erinnern uns alle zusammen noch an die sympathische Landfrau aus dem Kanton Schwyz. Herzlich willkommen, Eliane Schürch! Schön. Eliane, es ist fast ein Heimkommen, oder? Absolut, ja. Danke vielmals. Es ist noch nicht lange her, wo du neben mir bist gestanden und noch gebibbert hast. Hast du den Moment noch im Kopf? Ja, sehr gut. Ich kann also da sehr gut mitfühlen. Jetzt ist dieses Jahr schon gleich zu Ende. Was hast du alles erlebt? Was hat es ausgelöst? Sehr viele Emotionen erlebt, sehr viel Schönes erlebt. Viele schöne Briefe, sehr viele herzliche Besuche haben wir gehabt. Ja, es hat mich wirklich sehr berührt oder hat die ganze Familie berührt. Ja. Genau. Jetzt hast du Zeit gehabt, für die aktuelle Staffel ein bisschen zu verfolgen. Ja, auf jeden Fall. Und ich frage dich jetzt nicht, was deine Favoritin ist, aber wo hat es dich am meisten gelustet, vielleicht an den Tisch zu hocken? Ja, eigentlich überall. Ich hatte immer ein bisschen Hunger. Immer ja. Hat auch wahnsinnig fein ausgesehen. Ja, ich sehe das, Eliane, ja. Du gehst diplomatisch. Aber du bist bei uns und hilfst uns noch gerade bei der Preisverleihung. Merci vielmals. Schön bist du da. Eliane Schürch, meine Damen und Herren. Landfrau 2022. Schön bist du da. Ja, wenn ihr jetzt sagt, da möchte ich auch gerne mal mitmachen, ich möchte gerne mal in dieser Festhütte sein, ich kann gut kochen und ich habe einen vielseitigen Hof, oder ihr kennt jemanden, der das alles hat, dann meldet euch, geht auf die Webseite vom Schweizer Fernsehen und füllt dort das Formular für Landfrauenküche aus. Und mit ein bisschen Glück seid ihr nächstes Jahr vielleicht nicht daheim auf dem Sofa, sondern hier bei uns in der Festhütte. Uns würde es natürlich freuen. So, und jetzt basta finito, die Zeit ist um. Der Zuschauerwettbewerb meine ich natürlich, die Leitungen sind zu, jetzt müsst ihr nicht mehr anrufen. Die Gewinner oder die Gewinnerin, die werden am Schluss vor Sendung eingeblendet. Und unsere Gewinnerin von der Landfrauenküche, zu der kommen wir jetzt auch schon ganz gleich. Wir haben mit euch mitgefiebert und so schauen wir uns jetzt noch einmal die schönsten Momente an aus diesen 7 Wochen mit euch 7 Landfrauen.
Danke. Jetzt, wenn ich schon hier beim Stammtisch stehe, nimmt es mich natürlich Wunder. Wedi, was denkst du, wie ist dort die Siegeschance von der Rahel? Nachdem du ja jetzt auch schon gewonnen hast. Es wäre ja verrückt, wenn sie auch noch gewinnen. Oli, du bist ja noch Kampfrichter im Schwingsport. Würdest du sagen, es ist da mit fairen Dingen zu und her gegangen bei unserem Wettbewerb? Ja, das ist schwierig zu sagen. Ich durfte es nur einsammeln und habe nicht auf die Karte gesehen. Aber also für mich es sind eigentlich alles Gewinner, dass nur schon mitmachen in dieser Sendung. Und ich mag es jeder gönnen, speziell auch wenn Conny gewinnen würde. Würde mich auch freuen. Aber wie gesagt, es sollen es alle verdienen. Sehr schön. Ja, Gewinner seid ihr ja auch schon alles, ihr, die hier am Tisch hocken, wenn man jeden Tag so wunderbar bekocht wird. Aber da hinten, da küren wir jetzt die Gewinnerin von der Landfrauenküche 2023. Wir wollen es nicht mehr länger spannend machen. Es ist ein bisschen wie beim Onsei, gell, Agnes? Das muss man im richtigen Moment nehmen. Sonst verpasst man den. Ja. Ist es die Franzi Mori, die den Titel heute Abend ins bernische Kallnach ihre 50-jährige Küche bringt? Oder ist es Rahel Baume, um ihren Haselnuss-Spätzli alle hat überzeugt? Vielleicht ist es ja Johanna, die mit dem Reis alle hat um einen kleinen Finger gewickelt und den Segen auf Freiburg geholt heute Abend. Ja. Oder ist es Agnes, die am meisten Punkte hat gesammelt und den Titel heute Abend ins Basuland nimmt? Vielleicht aber auch Larissa, die am Schluss mit 50 Lama zusammen als letztes am besten lacht. Oder schafft es Aurelia, was ihrer Mami 2008 verwehrt ist geblieben, heute Abend hier der Sieg doch noch zu holen für Nauers? Oder vielleicht ist es Conny, die ein grosses Fest machen kann auf ihrem Campingplatz mit Freunden und Gästen. Ja, die Gewinnerinnen sind sie alle. Ins Herz der Landfrauenküche-Fans hat ihr noch schon lange alle gekocht. Aber jetzt wollen wir wissen, wer von euch am meisten Punkte hat bekommen. Da drinnen steht der Name. Und wir fangen an mit dem 3. Platz, der Bronzemedaille. Und mit einem Gutschein im Wert von 3000 Franken. Der geht an Franzi Mori! Die Medaille geht also auf Bern. Und jetzt sind wir gespannt, wer das Silber heute Abend holt. Und ein Mikrogutschein im Wert von 5000 Franken. Der 2. Platz in der Landfrauenküche 2023 geht an Aurelia Nauer. Ganz herzliche Gratulation, Aurelia, zu diesem wohlverdienten 2. Platz. Oh. Hat dich ein bisschen gerührt, gell? Ja. Oh. Ja, sprachlose Landfrau. Schön.
Jetzt 5 Landfrauen sind noch übrig. Ein Kuvert habe ich noch in der Hand. Wer von euch kann die 17. Ausgabe der Landfrauenküche für sich entscheiden? Und zumindest kulinarisch gesehen das Jahr regieren als Landfrau 2023. Wer hat die beste Regionalküche und am meisten Punkte geholt? Bei den Landfrauen, Kolleginnen. Der Name steht hier drinnen. Der Siegerin winkt einen Migros-Gutschein im Wert von 6'000 Franken. Die Landfrau 2023 ist Agnes Hügli! Siegerin 2023, Agnes Hügli. Zum ersten Mal geht der Titel ins Baselbiet. Was ist das für dich? Unvorstellbar irgendwie. Man das nie denkt, dass das bei uns wird eintreffen. Wir sind mega stolz, dass Agnes das geschafft hat. Das war so schön, sie so mitzumachen mit dem Anja. Das habt ihr verdient. Jetzt könnt ihr es genießen. Stossen da. Ja, Anja, Agnes, Mami. Siegerin 2023. Wunderbar. Wir gratulieren euch von Herzen. Genießen den Abend. Agnes Hügli holt sich also den Titel als Landfrau 2023 zum ersten Mal ins Baselbiet. Wer von euch daheim darf jubeln, die Gewinnerinnen und Gewinner, die sind hier unten eingeblendet. Wir gratulieren ganz herzlich. Ja, und während dahinter gefeiert wird und gejubelt, verabschiede ich mich von euch. Ich sage merci vielmals, dass ihr Fritti für Fritti mit den Landfrauen mitgefiebert. Und ich hoffe, dass ihr nächstes Jahr wieder dabei mit der Landfrauenküche. Auf Wiedersehen miteinander. Jetzt stossen wir an. Noch einmal. Gesundheit. Merci vielmals. SRF bei den Leuten mit «Aus der Region für die Region». Das Mikrolabel für regionale Produkte. Schon fertig? La 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 la.